Wiesenwahnsinn hautnah. Nirgends erlebt man ihn so krass wie in diesem Hostel für Hartgesottene. Morgens brechen schon die Betten. Abends dann das Outfit. Das passiert, wenn alkohollüsterne Australier deutscher Braukunst frönen. Irgendwann fallen alle Hüllen und Hemmungen. Ich trage mein Geld jetzt hier. Und weil dann so mancher nicht den Heimweg findet, kommt es zu solchen Tränentragödien. Wie lange hast du ihn gesucht? Ungefähr 3 Wochen. Nein, wie lange? 2 Stunden. Wir waren einen Tag zu Gast im härtesten Wiesenhostel Münchens. 8 Uhr morgens im Smart Stay Hostel liegen die 320 Gäste noch friedlich in ihrem Bettchen. Nur 150 Meter von der Wiesn entfernt ist es attraktive Auffangstelle für Feierwütige, hauptsächlich Australier. 5 von ihnen stehen jedoch schon hübsch aufgedirndelt vor der Tür, um diese Uhrzeit ungewöhnlich. Was macht ihr hier? Wir suchen unsere Kumpels, die gehen nicht ans Telefon, weil sie feiern waren und wohl noch schlafen. Übernachten die hier? Ja, dort oben. Die Mädels sind zum ersten Mal auf dem Oktoberfest und wollen dort auch die Ersten sein. Also starten sie das Kommando komatöse Kerle mit Kater wecken und nehmen uns mit. Eigentlich übernachten hier nur 6 Kerle. Die haben sich aber alle ein weibliches Wiesensouvenir mitgenommen. Und laut Ansammlung des Lehrguts noch ordentlich weitergefeiert. Wir haben getrunken und uns daneben benommen. Und solch einer Belastung kann das Hostelbett irgendwie nicht standhalten. Das ist nicht das Einzige, was er heute kaputt machen wird. Doch dazu später mehr. Inzwischen ist es 9:30 und die Lobby gut gefüllt. Allerdings nicht nur die Lobby, auch Greg aus Australien, der 2 Schnapsflaschen spazieren trägt. Zum Frühstück. Hast du was gegessen? Nö, das ist mein Frühstück. Gestern auch schon. Kein Witz. Flüssignahrung statt Frühstück steht hoch im Kurs bei den Australiern. Inzwischen konnten unsere Mädels einen der Koma-Kerle zum Wiesenaufbruch animieren. Wir wollen ins Zelt und jede Menge Bier trinken. Und dann die anderen treffen, die duschen oben noch. Eine Stunde später taucht der Rest der Gang geduscht auf, inklusive Bettbrecher. Angespitzt von gestern Nacht hat er heute noch größere Pläne. Wenn ich zurückkomme, sehe ich noch viel besser aus. Dann bin ich der sexiest man alive. Tja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Im Hostel ist etwas Ruhe eingekehrt. Nur einige leicht demolierte Gestalten bevölkern noch die Lobby, während sich Putzmann Rambo aus Bulgarien den meist noch stärker demolierten Zimmern annimmt. 62 an der Zahl, die täglich gereinigt werden müssen. Alles Katastrophe. Aber egal, immer jeden Tag sauber machen, alles tun. Inzwischen ist es 16 Uhr. Unsere Australier lassen es im Hofbräuhaus seit 6 Stunden richtig krachen. Vom Zelt zeigen sie uns stolz, wen sie drinnen aufgesammelt haben. Hi, I'm Bob. Hi. Und der Bob denkt, dass er ohne Hemd noch viel attraktiver aussieht. Doch was Bob noch nicht weiß, das Mädel nimmt gleich ein anderer mit nach Hause. 18 Uhr, zurück im Hostel. Nach 3 Mass muss Nicky jetzt entsorgt werden. Dafür hat sich Chris zur Verfügung gestellt. Als wir ihn heute Morgen trafen, fiel zuerst sein Mega-Knutschfleck auf. Und es war nicht Nicky, die letzte Nacht bei ihm war. Du hast da einen Knutschfleck. Der ist nicht von ihr. Der ist von einer anderen. Und die ist immer noch oben. Oh weia, da ist Drama vorprogrammiert. Dennoch begibt sich Nicky bedingungslos in seine Obhut. Und in der Lobby ist schon das nächste Beziehungsdrama im Gang. Diese Australierin hat ihren Freund im Zelt verloren und, Überraschung, im Hostel wiedergefunden. Er war einfach weg. 3 Wochen lang. Nein, wie lange? 2 Stunden. Oh, das ist echt eine lange Zeit, wenn man so betrunken ist. Als Highlight des Abends gabeln wir schließlich auch ihn wieder auf, unseren Bettenbreaker. Und inzwischen hat er auch sein Outfit zerstört. Dabei zog er doch aus mit der Mission, als sexiest man alive zurückzukommen. Hey, schaut mich an, ich bin doch absolut umwerfend. I'm stunning. Absolutely stunning. Doch, wo sind die Frauen? Geht heute noch was? The girls are waiting in the Bettzimmer. Yeah. Tja, dann bleibt zu hoffen, dass da nicht noch mehr Betten brechen.